1975 war ich dicht zu Stesel mal an Gemengewelle. Dat sind noch 45 Joer an dat wär lo guten Zeitpunkt so lange politischer Aktivitéit fir dann mal hai losse trëppeln an mech még Familienméi ze këmmeren. Erkannt wat krank ass wat mich brauch an még 3 Enkelkanner wat man viel Fried bringt, wann ich mir im Déi këmmere, weil ich net will, dat de ganzen Lä der meesere lee enke. Das lo gut Moment, weil Sportzahl gëtt gebaut an Pisin an Dunschkuch werden Gi Irpelding de richsche Mann hier lo an Tanzwuel fir weiter zu machen. Ich werd mich aber nach irgendwie lo net verstoppen méi awer am Hannergrund an a winch mat schaff. Leif mat Biergerinnen a Matbierger vun der Gemengstänge fort. Schon das Lächt am Buch von de Bicher so schönen Text gelesen, der geheescht wird. Es gibt eine Zeit für alles. Gedenk Zeit für alles. Gedenk Zeit für Frau zu sein, für traurig zu sein, für zu schaffen, für zu rasten. Es gibt eine Zeit für zu sehnen, für Rekord anzuholen. Und es gibt sicher auch eine Zeit für Politik zu machen. Und in meinem Fall schon eine schöne Zeit verbracht an der Gemeinde. Und die Zeit, die ich dat war keine lange Zeit, das war eigentlich Vergleich an anderen, bei anderen Politikern war es eine Kurzzeit. Und aber war es eine Zeit, wo ich viel gelehrt habe, ich habe mich investiert, ich habe geholfen, Projekte auf Beine zu setzen. Ich war ja zuständig für Kultur, für Soziales. Und ich war ganz froh, wie ich zum Beispiel die Schmelzkultur umlaufen habe. Ich war auch ganz froh, wie man die ganze Epicerie sozial mit allen Akteuren auf Beine gebracht tun. Manner froh war ich für Situationen, wo man wollte für die Flüchtlinge schaffen an wir haben doch keinen Konsens gefunden mit unseren Bürgern. Das sind natürlich Momente an so einer Arbeitszeit, wo ich nicht so froh war. Aber bon, es war aber trotzdem eine bereichernde Zeit. Ich habe ganz viel gelernt. Aber muss ich noch sagen, es gibt auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, dass es Zeit ist, für die jung rumzulassen. Und ich habe dezidiert, eben just zurückzutreten, weil nach 3 Jahren ist, wenn ich sich kann erleben kann. Und ich bin eine ganz würdige Nachfolgerin. Und ich wünsche hier an allen anderen, die am Gemeinderat arbeiten, eine ganz schöne und eine ganz frohe und glückliche Zeit, viel Succès und viel Courage. Kolleginnen und Kollegen, ich bin ganz froh, dürfen heute mit den Hai zu begrüßen bei dieser kleinen, aber wichtigen Feierstunde für allem die 2 demnächst neue Conseiller, wenn sie bis fertig sind. Benedikt John an den Guy Irpelding. Ich bin auch ganz froh, dass Sylvie Ossenborn sich zurückgezogen hat, dass den Grund genannt hat. Auch noch dabei ist, für Eintritt zu weisen von den neuen Conseillern dann veredigt gehen. Und ich muss auch dann Hülle und Schöllechen so gut wie den Jean-Marie Wirth und noch den Andy Wilberts, die heute mit den Leuten nicht können. Und ich bin froh, dass demnächst dann noch an unserer mitzieht. Und ich bin noch überzeugt, dass mit der Kompetenzen und Wissen dazu beiträgt, dass wir zusammen können, wir alle zusammen als Gemeinde viel können bringen. Das freut mich und ich bin noch sicher, dass wir an dem so kollegialen Geist, den wir einfach haben, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, mit der kollegialen Geist, den wir an unserem Gemeinderat haben, dass wir auch meines, den wir die 2 so weiterführen, wie wir da doch an der Vergangenheit schon gewinnt wären. Ich gehe vielleicht den die Irpelding werden bei mir zu kommen, die ich gebe den Satz lesen und ich gebe dich dabei interessant hier, wenn uns so relevant mit verdicht gebe ich dich froh, ob es doch bereit passt, Mandat als Conseiller hier umzuhören. Ja, très bien. Dann gebe ich den Satz hier lesen. Je jure fidélité au Grand-Duc d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Je le jure.
Très bien, fais-moi merci Guy. Merci. Procès verbal de prestation de serment en introduction en fonction de conseiller communal de la commune de Steinfort de M. Guy Irpelding. Après qu'il a déclaré vouloir accepter sa nomination, il fut procédé à voix claire et haute à la lecture du serment prescrit par les articles 110 de la Constitution et 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Sur ce, le comparant leva la main droite et jura « Je le jure ». Après avoir prêté le serment prescrit, le comparant fut introduit en fonction, dont acte que le comparant a signé avec nous après que lecture lui en a été faite. Gegeven het serviceman, ik geef dus dan er moet vroegen op toe wilt dat mandaat als conseiller unwillen. Ja. Très bien, dat freut mich. Und dann gebe ich den Satz vorlesen und dann gebe ich die Späten auch die Hand heben und dann so für le jure. Le Satz, den heißt, je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Je le jure. Très bien, fais-moi merci. T'as dit, madame Dogan of Schreiben, parce que vous faites un courant salaire. Procès verbal de prestation de serment en introduction en fonction de conseillère communale de la commune de Steinfort de Madame Bénédicte Jeanne. Après qu'elle a déclaré vouloir accepter sa nomination, il fut procédé à voix claire et haute à la lecture du serment prescrit par les articles 110 de la Constitution et 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Sur ce, la comparante leva la main droite et jura « Je le jure ». Après avoir prêté le serment prescrit, la comparante fut introduite en fonction, dont acte que la comparante a signé avec nous après que lecture lui en a été faite. Thomas, dat is zo ver. Ik denk dat de mengen worden dan compleet. Ik zou zo veel van merci. Dan gaan we via present. En dan ben ik goed te zoomen hebben zoveel zoek. Schöne gute Mütze, das ist ganz froh, ich haut mal ein hier am Centre Rodemer zu begrüßen. Ich weiß nicht, es fühlt sich auch die gut an, ne? Es ist mal ein etwas Lassers, noch all den Momenten, wo wir daheim angesperrt waren. Boah, du löst halt das kulturelle Programm am ländlichen Remenker ab. Trotzdem, ich meine, wie wir mehr an den Lockdown gegangen sind, an viele von den Manifestationen, die sowohl von der Gemeinde wie von der Vereinswelt sollten organisiert sind, und müssen aufgesucht können, was eigentlich noch kein Wert mehr ist, da gibt alles ein Wert gibt dabei durchkommen. Das ist eine komische Zeit gewesen, eine verrückte Zeit. Wir haben, wie viele andere als Chefrat, quasi tagtäglich die zum Teil widersprüchliche Gesetzeslehren studiert, Santé-Rekommendationen gelesen, und irgendwie probiert aufzuweihen, was kann ich da organisieren, was kann ich nicht organisieren. Ich will da doch heute ganz klar sagen, wir waren als die drei am Chefrat reden, dass wir echt da vorsichtig wären. Dass wir nicht zu sehr wollen, etwas lancieren, dass wir viel von unseren Ideen, die wir hatten, einfach mal am Tierrang halten, vielleicht für nächstes Jahr, für nicht das Risiko anzugehen, irgendeinen von unseren Anwohnern an Gefahr zu bringen. Muss ich mit dem Virus, den wir schon seit gut 6 Monaten müssen drohen, irgendwie lernen zu leben, und auch gerade am kulturellen, am Kunstbereich aufhängen, an Sachen zu erfreien. Kultur, Kunst, also auch etwas, was verbindet, was Leute zusammenbringt, was Leute anregt, zu diskutieren. Ja, über Kunst kann ich noch streiten. Kann einem Sache gefallen, können einem Sachen noch nicht gefallen. Und ich meine, das, was wir heute gesehen, da gibt Meinungen wahrscheinlich auch auseinander, das war ein bewusster Schwach. Mit Kunst nicht gesagt, Kunst soll stimulieren. Kunst, und egal was für eine Form, soll
eng Kreativitéit an als alle Guten förderen, die man brauchen. Für all die Krisen an Herausforderungen, die eis nach bevorstehen, sie wird am Bereich vom Klimawandel, sie wird auch an der Pandemie. Dat sie kein Krisen, die du bewältigst, mit Lesungen, die du am Tier allein hast. Da brauchst du Leute, die Kompetenzen geleiert haben, die Kreativität haben, die über den Tellerrand rausdenken, an Lesungen fangen. Und dafür ist es enorm wichtig, dass ihr den irgendwann hier seht, Pandemie hin oder her, wir müssen am Kulturbereich, am Kunstbereich Tieren opmachen, wir müssen Sachen organisieren, wir müssen Leute bei Nähe bringen und auch vor allem für die Sozialkompetenz, die dabei gefördert gehen, nicht zu vergessen. Wir haben das Heilo über den Sommer organisiert, auf Beengestalt, es war ja ganz, ja, am Anfang die Hand drin, es geht darum, für Eisem Rodemer, an dem man den letzten so ein 30 Jahre Zentermann hun viel stattfand huet. Schmengen das nicht alle Gott nicht neu gesehen viele Leute als Vereiner das den Dreh an Engelpunkt vom Vereinsleben an den letzten Jahrzehnte gewirrscht. Aber trotzdem als Lo Moment kommen ja man dem Roten auch muss Edison den Roten mischt Platz für Neues für als neue Sportinfrastruktur. Der Roten schön doch schon ein bisschen davor gesperrt. Die war aber ganz klar hat nicht immer die Scheseite gehabt. Schmengen alles Leute dass der Musiksvereiner und dieselbe Erfahrung gemacht, die mir Loremenke gemacht haben, und ich meine, den Tontechniker schwätzen nicht aus dem Herz. Wenn ihr am Rodemaps wollt organisieren, den hört eine furchtbare Akustik. Auf dem Saal kannst du nicht richtig aufhängen, du musst gucken, dass du irgendwie die Situation geriert kriegst, mit permanent Rückkopplungen. Und dafür ist auch der Rodemar in der Hinsicht nämlich zeitgemäß. Wir haben eine neue Ersatzstruktur durchstehen und auch da werden neue Kulturzentren für die Vereine in den nächsten Jahren kommen. Für den Moment geht es heuer mal darum, dem Rodemar Ädi zu suchen. Aber wie können dem Rodemer Ädi suchen, an dem es da sind, und nicht mal gegen Higoen an ein Licht setzen. Ein Licht, an dem er nicht da war. Das war die an dem Street Art Projekt, den wir hier wollten als Gemeng lancieren. Und wir wollten dem Rodemer nach eine letzte Kehr als eine Galerie draus machen. In den nächsten 2 Wochen hat Jitwa Abwohner und Möglichkeiten, heute durchzutrippeln, Fotos zu machen vom Gebäude, vom Bausen, vom Bannen. Und der Rodemer eben von der anderen Perspektive kennenzulernen. Und darüber hinaus wäre es auch mir wichtig, vielleicht Kunst mal partizipativ zu machen, weil dir, an dem es der Haut dahinter kommen sieht, für diesem Tag Teil zu hören, geht nur Teil von dem ganzen Street Art Projekt, den wir hier haben. Die sitzt am Kunstwerk, wie können den Ofen besser ausklingen lassen oder wie können den Rodemer besser verabschieden, an dem es da sehen, eng von unseren bekanntesten jungen zu Gruppen zu Summe rift. Ich meine, da tun einen Strip für den Rodemann nach einer letzten Kehr so richtig als Stecker zu zerlegen. Und dann können dann natürlich auch Neuesmakers, falls nach irgendein Ziel soll stehen, da können die da wirklich den Rest doch noch klein machen. Eigentlich will da wahrscheinlich die Leute mal hören schwätzen, die das heute verbracht haben. Und das sind die 2 Künstler, einmal der Raphael Gint und den Daniel McLeod, gibt die 2 Robert Bühnenbierden, sind 2 renommierte Künstler, die ich da konnte. Die könnt ruhig schon hinkommen, da könnt Leute auch schon gesehen. Für die Leute, die sich ein bisschen auskennen an der Szene, die wissen, dass die 2 schon relativ viel gerassen haben, für mal so auszudrücken, viel coole Projekte gemacht haben, auch schon relativ frei angefangen, allen 2. Ich meine, beim Raphael Gint, du warst aber professioneller Künstler ab dem Alter von 19 Jahren. Und Daniel, du warst echt über Umwehr hingekommen, über ein Ingenieurstudium, irgendwann ein Jahr bei der Kunstschule gelandet. Und du hast wohl schon 2018 einen interessanten Preis gewonnen, den Benelux Street Art Award gewonnen. Und dafür sind wir auch ganz froh, dass du heute dabei warst, dass du uns auch beim Raphael zugesagt hast, für die Projekt hier zu realisieren. Und ich mal etwas, das ich schon echt hätte sollen machen. Ich schaue einfach mal den Mund an, gehen weiter und die 2 Künstler. Meier schöne guten Abend. Wir stehen hier am Anfang ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite feiern wir den Abend einen Abschied von, auf der anderen Seite dem Centre Culturel, einer Platz, wo viele schöne Momente entstanden sind, wo wir ein Kunstwerk konnten kreieren, das bislang als größten Kunstwerk, das man also Lebensboden bislang gemacht hat. Und auf der anderen Seite
ass dawer en flotte Vernissage, wo ma woch bis fir hun puer Wochen an vum Band mi konnten drog lewen, dats mat dës Tour oder überhaupt eng Kasoen Vernissage an denen ëmstein konnten ha feiere beziehungsweise eng Party mat Konzern do bannen. Mei grad, weil dësen Pro ephemerers, wie das de Centre kulturell ha aufgerat gët demnächst, krute mat Chance ha es aussergewéinleches ze machen. Es bëssen unvergisleches eng lächt Eier ze machen an haie Kunstwerk bannen erbause vun iwwer 1200 Meter Kare können ze kreieren und das haut es das wirklich schon aussergewéinlech. Leiit frieren hin oft ob net traurig ass van den soviel Herzblut oder soviel Zeit an so en ephemerre Projekt stöcht, wo no enger Zeitrem aufgerat gëtt. Vergleichen doft mat deinem Konzert, wo auch während meint soviel Leiit Präparaationun, Energie an Zeit an den Owen stechen und die Leute, die den Owen net do sinn hunn de Moment firmer verpasst, dann ass het Moment falle. Schon bessen heiers ganz ähnlicher Prosch, dats immer Gefehl eng Impressioun wo en als Erinnerung behält. Man ass ganz viel Gedanke gemer, wie man zu diesem speziellen Abschied vom Rodemar können so ein Gefehl, so eng Impressioun kreieren. Das war just méiglech, an dems ma wirklich groß Gesamtkunstwerk gemacht hun, dat eng ein harmonischt Konzept in sich verfollecht. Dat sich durch Bausen erbannen an scheine Blo, Gringtein, die wirklich schön rausstechen, die bisschen Natur symbolisieren. An dem Sinn wollt man der Gemengen Stänge vor der Final dem Sammy Wagner moll en ganz großen Merci an den ganz großen Bravo soen, die am Meem waren an och final an diesen Zeiten so fest nach stattfannen zu losen an der Zeiten super organisiert. Den Raphael Lo vun de Merci geschwert. Ich gif mich do uschleessen schon Leiit Merci zu soen. Zu Menge natürlich Menge Leute von die Events organisieren op der Gemeng, der Equipe aus der Regie von der Gemeng, aber auch ganz besonders auf der Entente, ganz große Merci, weil das nämlich so schon sie rugetreten für die Kantorhaut sie überholen und sie waren noch direkt bereit, die Aufgabe zu überholen, weil sie viel Ofent auch schon high organisiert hun Erfahrung daran hun anführen allem auch hin die Gefall für auch den Erlass von diesem Ofent zu spenden. Das heißt, gemeint zu immer der Entente werden Tressette von diesem Ofent für guten Zweck spenden, sodass am Fungeloch die letzten Aktion mal so den Hai stattfindet, dann noch nach einer guter Sache zu gut könnt. An dem Sinn, ich auch noch ganz große Merci, dass haut der WA hinfand hat. Schwärze traurig und rum, wann dich gefallen hat, wann dich nicht gefallen hat, so dass auch ruhig weiter. Vielleicht gefällt der Kollege aber, und sie kommen in den nächsten 2 Wochen einfach in eine Tour machen, trippeln dadurch, verbringen einen flotten Moment hier. Und wie gesagt, die Kulturevents werden wir in den nächsten Wochen am Ende ein paar zulaufen lassen, am Respekt für die sanitären Regeln, weil da einfach etwas was extrem wichtig ist, auch für den Zusammenhalt an unserer Gemeinde. Und damit gewünsche mich mit den 2 Künstlern von der Bühne an denen Leute, die ein bisschen mehr von den Instrumenten kennen, Bühne frei machen, für dass die diese Flotten noch mit können machen. Danke, große Merci für Ihre Präsenz.
Ja.